Ja, ein schöner guten Morgen auch von meiner Seite. Manche Personen hier im Raum sind gut Menschen. Sie sind hilfsbereit, also sie sind freundlich. Andere Personen hier im Raum sind vielleicht gut Katholiken, als Kant gedäft, regelmäßig an die Masse gegangen. Also sie sind noch gut Menschen. Und andere Personen, vielleicht sogar die Majorität hier im Raum, kommen schon immer an das Kirche hier, also an freie evangelisch Gemeinde Schädchen. Das sind also ganz sicher gut Leute, feine Leute. Also war Gott, ob diese Gruppe von Leuten hier im Raum halt guckt, da seht ihr bestimmt, das sind gut Menschen, die sind hilfsbereit, freundlich, gedäft, seriös Leute also. Aber vielleicht denkt den einen oder anderen noch heinste für sich selber, es sind doch ein guter Mensch, es sind heinste ob manst hilfsbereit, es sind freundlich, es sind gedäft, es sind eine seriöse Person. Ich will euch heute die wahre Geschichte von einem ganz besonderen Mann erzählen. Der Mann hat das richtig austere live miterlebt. Also hier war für uns 2000 Jahre dabei. Hier hat Jesus live gesehen. Hier hat man mit Jesus geschwärzt. Und hier war so nur Jesus drin während Ostern, wie sonst kein. Und hier ist auch den ersten Mann, der von Ostern profitiert hat. Hier ist halt laut dem, was die Bibel sieht, bei Gott am Himmel. Und das interessant bei dem Mann ist aber auch, hier gauf nie gedäft, nicht als Kant und auch nicht als Erwachsenen. Hier ist auch nie an eine Kirche gegangen, nicht an eine katholische Kirche und auch nicht an eine protestantische Kirche. Hier hat auch kein gut Wirken oder Handlungen gemacht. Und hier war nicht wirklich freundlich oder hilfsbereit. Es war sogar eher der Gegenteil, der wahr war. Hier war ein Brigand. Hier war ein, der geklaut hat. Und dafür gauf hier verurteilt. In Lukas Kapitel 23, und Vers 39 bis 43 steht am Neuen Testament der Plötzebuisch. Von den Bringern, den neben ihm hang, hat hier vernannt. Wenn du der Messias bist, dann rett dich selber neis matt. Den anderen hat ihn aber zurechtgewiesen, er sagt, fährst du Gott einmal nicht, ob schon das selbst Urteil dich trifft. Eis Stroh was gerecht, weil wir kriegen das, was mir für eis Tote verdenkt tu. Mit diesem Mann hat nichts Falsches gemacht. Du sagst ihn zum Jesus, Herr, erinnere dich um mich, wenn du an dein Königreich kannst. Es sohn dir Wohlrecht, nach Haut bist du mit mir im Paradies, sagte Jesus zu ihm. Die Kreuzigung von der Römer war eine brutale Art und Weise, für ihre Feinde zu bestrafen. Und die Römer haben die Strafe auch benutzt, für Recht und Ordnung durchzusetzen. Und hier hängen 3 Männer um Kreuz. 2 Bringerinnen an den Jesus. Bringerinnen hängen da, weil sie wirklich geklaut haben. Das gibt den einen ja auch zu. Ihr seht nämlich, als Stroh was gerecht, weil wir kriegen das, was wir für als Toten verdenkt haben. Mit dem Jesus, den hängt um Kreuz, weil verschiedene Leute aus dem Volk Israel hier gehasst haben und hier wollten umbringen. Aber weil sie es nicht selber dürften machen, müssten sie die Römer fragen, die am Land zu schaffen waren. Und der römische Gouverneur Pontius Pilatus hat gesagt, okay, wir kreuzigen den Jesus. Und ich kann in der Bibel nur lesen, dass der Pilatus wusste, das ist falsch, dass wir den Jesus kreuzigen. Er hat nichts gemacht. Was wir hier machen, ist gesetzlich illegal. Und dann ist der Jesus also auf dem Kreuz. Und die 2 Bringerinnen hängen auch da. Und den einen fängt du mit ihm den Gag zu machen. Und den anderen sagt dann zu ihm, wie hörst du sie noch all? Hast du mal keinen Respekt für Gott? Der Jesus sagt, den ist unschuldig, mit mir 2 nicht.
Den Brigang könnt also zum Nodenken. Hier weiß, dass hier ein Elo stirve wird. Hier kann nimmer vom Kreuz ruf. Hier kriegt keine zweite Chance. Sein Leben als Ende. Und hier weiß, dass hier du hängt als verdient. Hier hat vieles falsch gemacht aus seinem Leben. Hier ist ehrlich zu sich selber, zu seinen Mitmenschen noch zu Gott, seht, es sind ein schlechter Mensch, es schon des Strof verdient. Mit dem Mann nieft ihm, den ist ernst. Der Jesus, den hat keinen Fehler gemacht. Der Jesus, der meckert doch nicht, der klaut nicht, der schwätzt immer fein, den ist immer hilfsbereit und ist übrigens auch gedäft. Der Jesus, den ist eine seriöse Person. Also an einem Satz, der Jesus, den ist wirklich ein guter Mann. Aus seiner Verzweiflung sieht sich der Brigange lo, wenn er nach Gott, dem mir lo helfen kann, dann ist es der Jesus. Wenn es stimmt, dass hier der Jung für Gott ist, da kann hier mir lo noch helfen. Und dafür seht ihr zum Jesus am Vers 42, Herr, erinnere dich mich, wenn du an dein Königreich kannst. Die Aussage vom Brigang ist genial. Wisst ihr für was? Vielleicht kennt dich die ganze Welt, mir erinnert sich der Jesus an dich. Es gibt heute Menschen, die probieren, für Welt berühmt zu gehen. Und am besten auch noch stehreich en plus. Wir wissen ihr, was das Ding bringt, wenn ihr stirbt? Nicht. Du kannst weltberühmt sein und stehreich, wenn du stirbst, ist das alles egal. Die Bibel sieht ganz klar, dass es der Leben nur um Tod geht. Aber Gott wird dich nicht fragen, ob du viel Suchen hast oder ob du weltberühmt warst. Gott wird fragen, weißt du Jesus, wen du bist? Erinnert sich der Jesus an dich? Wie vielleicht denken die meisten hier im Raum, okay, ich bin noch nicht weltberühmt, da stehe reich, dafür werde doch nicht mein Argument. Mein Argument für eher, naja, ich bin nicht so ein schlechter Mensch, ich bin mehr oder weniger ein guter Mensch gewesen. Ich war mehr hilfsbereit wie mein böser Opa, ich bin mehr freundlich wie die bösen Politiker, ich bin ob man's gedäft gehen, ich bin eine seriöse Person, das wird schon durchgehen, du gibt es ganz sicher mehr schlimme Kandidaten wie mich. Am Vers 43 haben wir gelesen, es sohn dir wohlrecht. Nach Haut bist du mit mir im Paradies, sagte Jesus zu ihm. Der Brigang war kein guter Mensch. Er war nicht hilfsbereit, mir ihn hat geklaut. Er war nicht freundlich, mir unehrlich gewesen. Er war keine seriöse Person gewesen. Der Jesus sagt zu ihm, du bist gerettet. Du bist nach Haut no deinem Tod bei mir am Paradies. Wie kann das sein? Für was kann der Jesus ihm so etwas sagen? Dann könnt ihr sagen, als ein froh. Du kannst ein guter Mensch sein, aber was sagt der Jesus über dich? Wenn wir heute Ostern feiern, dann müssen wir uns etwas bewusst sein. Es geht nicht um Sätze wie, ich bin ein guter Mensch, ich bin hilfsbereit, ich bin freundlich, ich bin gedäft, ich bin eine seriöse Person. Gott weiß in der Bibel, der Jesus war ein guter Mensch. Der Jesus ist für mich an dich gestorben. Der Jesus ist von den Toten auferstanden. Der Jesus errettet mich an dich. Es geht nicht darum, was ich gemacht habe oder machen. Es geht darum, was der Jesus gemacht hat und möchte. Es geht darum, habe ich verstanden, dass ich mir den Himmel nicht verdienen kann, weil ich nie gut genug bin. Wir wollen uns als Menschen oft nicht mit dem Tod auseinandersetzen. Und manche Menschen so noch fälschlicherweise nur dem Tod als es fertig. Warum das? Wir müssen uns mit dem Tod beschäftigen, weil wir sterben alle Guten in Kehr. Und kein weiß, ob das Haut oder Mur ist, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Und warum das auch? Es gibt ein Leben um Tod. Und da gibt es zwei Optionen.
Entweder leben ich ewig von Gott getrennt und der Strophe, die ich verdenkt tun, so sieht die Bibel. Das ist nicht meine Meinung, das sieht die Bibel. Oder ich lebe bei Gott, weil ich mich an diesem Leben für Gott, für den Jesus entschieden tun. An Ostern erinnert uns um das zwei Wochen. Wir müssen uns mit dem Tod beschäftigen. An das Gute leben nach dem Tod. Und der Jesus will, dass wir all und hier leben. Weil hier ist für uns all Kreuz von Golgatha gestorben, für uns Schuld, für uns Schimmt und für uns Angst. Und hier ist auch von den Todischen Obersternen, für das wir auch nur im Tod von den Todischen Oberstehen können. Und wir können uns all mit den Bringungen, die neben dem Jesus im Kreuz hängen, identifizieren. Wir können wie den Brigang über den Jesus lachen. Der Leute kennt da ganz viel. Die über den Jesus lachen, die über die Bibel lachen und die Gag machen mit Leuten, die und den Jesus leben an der Bibel. Weil die werden einfach sterben. Und der Jesus wird sich auch nicht an sie erinnern, so wie sie es gewollt haben. Oder wir identifizieren uns mit dem anderen Brigang. Der Mann war nicht gut, aber wir sind noch nicht immer so gut. Aber wir können noch nicht sagen, dass wir irgendwie gut Menschen wären oder gedäft sind oder katholisch, protestantisch oder irgendetwas sind, weil alles das interessiert Gott nicht. Was Gott interessiert, das kennst du den Jesus? Erkennt der Jesus dich? Was dann was ja ist, da gehst du gerade, das, was uns die Geschichte von Ostern erzählt, das, was uns der Brigang seine Geschichte weist, das, was die Bibel uns weist. Willst du frohen, da schwätzt mich Herr noch gern oder von den guten Leuten hier aus der Freien Evangelischen Gemeinde Schädchen, mir antworten gerne, soweit wir können. Mir viel besser als noch, will selber eine Bibel mit, ob Deutsch, Französisch oder auch Lützbisch, wo wir sie da leihen, weil es lebt mir nicht einfach, weil ich es so. Guckt nur, es steht an der Bibel. Mancher denkt nämlich, dass die Bibel ein Märchenbuch ist. Aber ich behaupte mit guten Argumenten, die Bibel ist wahrhaft, steht im Test von der Wissenschaft und Archäologie locker fest da. Und dass der Jesus gestorben an Oberstein ist, das ist ein historischer Fakt. Das ist keine Märchengeschichte, die ich meinen Kindern erzählen. Wir lesen unbedingt selber noch an der Bibel. Ich wünsche euch all schön Ostern. Genießt die Zeit mit eurer Familie und Freunden. Ich will euch für allem und Herz lehnen. Denkt drüber nach, ob ihr wie den Ebrigang zum Jesus sagt und hier fragt, Herr, erinnert dich um mich, wenn du an dein Königreich kannst. Aber wenn die Frau stellt, kriegt vom Jesus die Antwort, es sohn dir wahrhaft, nach Haut bist du mit mir am Paradies. Amen.